Falls die eingetroffen ist, sagen wir euch Bescheid. Ja. Zwei gegen eins ist offen.
damit herzlich willkommen zum nächsten Interview. Wir haben gerade das Spiel Ilvesheim gegen Rostock gesehen. Das ging 12:2 aus und ich möchte nur ein Zitat von Tauschi vorhin sagen, den ich vorhin im Interview hatte. Euer Saisonziel ist es, oder war es, ohne Abbruch durchzukommen, ohne Abbruchniederlage. Hat es nicht so ganz geklappt. Ich möchte ein Statement von dir. Ja gut, ich sag mal, unser Kader ist auch aktuell etwas dezimiert. Ach, übrigens erstmal hallo Daniel. Ja, hi. Ja, wie gesagt, unser Kader ist natürlich dezimiert, hat keiner mit rechnen können, Verletzungen passieren im Sport und da haben wir leider nicht die nötige Tiefe, um das Ziel dann leider durchzusetzen. Aber wir geben natürlich weiterhin unser Bestes und schauen auch, dass, wenn der Kader wieder fit ist, dass es dann bei der Rückrunde besser wird. Ich habe vorhin schon irgendwas gehört, dass du an deiner Hand verletzt warst. Kannst du kurz dazu was sagen, was da passiert ist? Ich habe mir bei den Paragames beim Finale, als wir mit der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine gespielt haben, habe ich einen Ball ins Ausgeblockt und da war ich ein bisschen spät dran und habe den Ball sozusagen mit der Hand mit den geraden Fingern rausgeschoben. Mein kleiner Finger hat es nicht so gut vertragen, der war dann eine Zeit lang gebrochen und ja, genau, das ist jetzt 3,5 Wochen her, 3 Wochen circa und nee, 3,5 bis 4. So irgendwas, das war Anfang Mai. Ja. Und das merkt man jetzt natürlich noch und deswegen habe ich mich jetzt bei dem Spiel auch rausgenommen, zumal halt wir Freitag zur WM aufbrechen. Da ist dann die Priorität leider etwas anders, also für die Nationalmannschaft dann eher sich ein bisschen zu schonen und sein Glück dann nicht zu sehr herauszufordern. Natürlich als Spieler, vor allem als Ilvesheim-Spieler, unfassbar schwer gefallen die Entscheidung und schade und es fuchst mich auch. Ich hätte gern mitgespielt und ich denke auch, dass ich einen Einfluss auf das Ergebnis gehabt hätte zum Positiven für Ilvesheim, aber natürlich als Nationalspieler muss man dann auch sagen können, okay, nee, das geht jetzt nicht. Können wir mit dir aber im letzten Spiel nochmal rechnen? Ja. Okay. Jenny hat ja jetzt auch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ich habe da nichts mitbekommen, aber die ist recht früh nach einer Blinddarm-OP, also ja, okay, unser Kader hat aktuell ein bisschen ja, alles gut. Ich wusste gebeutelt. jetzt noch nicht, ob darüber gesprochen werden kann oder nicht. Alles gut. Genau, ihr habt jetzt ja schon das zweite Spiel jetzt, absolviert. Vielleicht, ich habe das jetzt mehrmals auch so gefragt, so, was ist so dein Zwischenfazit von der Saison bisher, von der Hinrunde? Es fehlt ja jetzt noch ein Spiel gegen Leipzig, aber vielleicht kannst du ja trotzdem so grob sagen, wie du zufrieden oder nicht zufrieden oder ja, wie dein Eindruck halt von der Saison bisher ist. Gut, natürlich als Spieler sagt man, ich hätte gerne jedes Spiel gewonnen. Wie realistisch das ist, ist dann die andere Frage. Das Marburg-Spiel, gut, haben wir eine Zeit lang gebraucht, um uns reinzufinden, aber haben es dann ja doch noch zu einem Unentschieden drehen können. Natürlich, das hätte auch sowohl in einem Sieg als auch in einer Niederlage enden können. Ich würde sagen, beide Mannschaften haben da stark gespielt. Gut, Neukloster und Chemnitz war der erste Spieltag, ne? Ja. Das war... Ich erinnere mich nicht mehr so gut. Also, gut. Ihr habt gut gegen Chemnitz mitgehalten und der Neukloster habt ihr 4 besiegt. Ja, also Dritter ist damit noch drinne und naja, Dritter war auch unser Ziel und hoffen wir, dass wir das noch erreichen. Das Marburg-Spiel war jetzt ein bisschen... Ja gut, es hat uns natürlich dann jetzt diese 2 zusätzlichen Punkte gekostet, die wir hätten haben können, wenn wir gewonnen hätten. Aber gut, hätte Waschmaschine. Nee, natürlich. Aber wir schauen dann einfach, dass wir das in der Rückrunde wieder wettmachen und ja. Wie zufrieden bist du allgemein mit dem Niveau in der Liga? Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, vor allem bei dem, was VfL jetzt heute aufs Parkett gebracht hat. Das war durchaus schön anzusehen und klar muss man sagen, war Olli am Anfang nicht im Feld von Chemnitz, aber trotzdem, dass die so jung, motiviert und dynamisch sind und dann da auch so gut mithalten, ist echt stark. Ich glaube, wir dürfen uns jetzt gleich auf die Partie mit Marburg und VfL auch echt freuen. Ich glaube, das wird auch eine echt interessante Partie. Schade, dass ich mich da aufwärmen muss. Ja, natürlich, ganz unauffällig in der Halle dich aufwärmen. Ja. Naja, aber gut. Aber dann können wir vielleicht nochmal kurz auf das Spiel dann kurz eingehen. Was ist dein Tipp? Was denkst du, wie geht's aus? Gute Frage. Es kommt ein bisschen drauf an, wie die defensive Form von VfL ist. Wenn du jetzt sagst, weiter so anknüpfen können, wie gegen Chemnitz,
dann würde ich mit einem 6:4 für Neukloster rechnen. 6:4 für Neukloster. Okay, das ist natürlich ein Statement. Und dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, jetzt nach der Teambesprechung. Gerne. Genau, und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und gute Genesung für deine Hand und natürlich auch ganz viel Erfolg bei der Weltmeisterschaft in China. Dankeschön, geben wir unser Bestes. Ja, das hoffe ich auch mal hoffen.